Nun denn, Freunde, es wird Zeit herauszufinden, ob sich unser Training gelohnt hat über Fire Emblem Engage. Und natürlich meinen damit unser ständiges Training, was wir immer wieder ein bisschen haben. Wenn es ja, sagen wir mal, darum geht, hier uns von Kapitel zu Kapitel zu hangeln und dabei möglichst nie, naja, jemanden zu verlieren, war. Ich meine, Gott sei Dank gibt es ja immer diese Funktion, diese Zeitumkehr, was wir nur bloß irgendwie machen, war. Das haben wir bloß früher gemacht, was es noch nicht gab, ne? Tja. Ganz kurz gucken, wir haben letztes Mal hier schon trainiert. Genau, am Emblem haben wir auch schon gemacht. Ich glaube, es ist nur noch für diese Folge noch etwas übrig, oder? Gespräche, bevor wir weitermachen. Gespräche. Übrigens, ganz kurz noch hier nochmal ganz kurz gezeigt. Ja, wir haben nochmal Gedanken darüber gemacht mit den Ringen, ob wir zum Beispiel Chloe den Ring von Byleth zum Beispiel gebe, Junaka wieder mit Micaiah mache, wie ich es auch schon mal hatte. Oder irgendwie so weit gehen mit Luna auf Junaka, Chloe, ja auch Byleth oder so. Also gibt es schon viele Kombinationen mittlerweile. Aber ich finde einfach halt, der Ring von Leaf ist bei ihr halt wegen der Figur halt doch sehr, sehr gut aufgehoben. Auch mit dem Byleth-Ring, ja, dann habe ich sicher immer auch einen Zugriff auf eine weitere Lanze. Das Coole an der Lanze wäre sogar, dass sie irgendwie den Schaden erhöht dank meiner Geschwindigkeit. Also hier Luin. Aber das Problem ist halt, man sieht es ja jetzt schon von Werten her, ja, ist natürlich eine geile Waffe und so, aber 34er Power, aber mit den anderen Waffen eigentlich auch schon. Zum Schnitt. Und deswegen finde ich eigentlich, wenn ich es jetzt momentan noch habe, auch mit Leaf und so dran, ne, auch wenn es erst Level 11 ist, aber da geht noch weiter. Finde ich es eigentlich schon ganz geil. Und Bushiro Lyn ist sowieso eine geile Kombi. Auch hier kannst du natürlich darüber aufregen, oder heißt aufregen, hinterfragen. Ja, ein Bogen, er hat doch schon Bogen. Ja, natürlich, aber irgendwo muss man, glaube ich, auch mal ein paar Abstriche machen. Was die Effizienz betrifft. Weil ich meine, ich kann natürlich auch Bushiro wieder mit Leaf machen. Wobei Bushiro hat schon sehr viel Figur vom Wert her. Also insofern, Bushiro als Berserker mit Lyn wäre vielleicht effektiver sogar. Ich weiß gar nicht mehr, ob Bushiro dann irgendwie auch, ja, wie soll ich sagen, auch mehr Power hätte. Also Power im Sinne von mehr Stärke. Könnte sein. Ich glaube, er hatte sogar als Berserker sogar Axt Level S. Also es wäre eine Option für den Krieger halt. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin gar nicht so bedrückt mit ihm als Krieger. Doch als Krieger. So, wie er aktuell ist. Meiste Axt, Andung, Krieger, der meiste Bogen ist ja eher dann seltener im Einsatz. Wir machen doch eher gerne in der Kombination mit Lyn. Also insofern, ich würde sagen, passt alles. Und hier nochmal geguckt war, nicht wegen dem Emblem, sondern bei Diamant mit der Waffe. Bei ihm nicht irgendwie auch eine krassere Axt mitgeben. Wir haben ja noch Nuatun. Wegen plus 1, ein Zug und der andere bei Beginn maximal 40% KP hat. Ja, ob das immer bei ihm jetzt zutreffen wird. Schwierig. Hat halt bei ihm halt Tomahawk auf 2 Felder, aber Tomahawk ist wieder eine Trefferquote. So ein Ding, war. Und eigentlich müsste das Teil auch mal upgraden. Silberklinge war ja eigentlich eher zum Finishen gedacht. Also Finisher-Moves und so. Klappung. Ich würde sogar fast schon so weit gehen und sagen, komm, ich packe wieder mal die Silberklinge weg. Okay, ein bisschen mehr Power. Nur tun, ja, das ist nicht so viel mehr als meine anderen Äxte, war. Die Kriegerangst halt doppelt oder zweimal angreifen, ist schon wichtig. Und Tomahawk eben zu Not geht ja auch mal daneben. Und das wäre eher ein bisschen doof. Wir gucken mal, was? Ich glaube, das Einzige, was ich jetzt verändere. Den Rest lassen wir mal so, wie es ist, sowohl wie bei Michael eigentlich mit dem Wodao oder mit der 4. Stufe eigentlich auch sparen könnte. Aber scheiße. Wobei, ich kann bei Michael vielleicht wieder mal den Wodao vielleicht mal. Wir haben noch einen Wurmtöter dabei? Ja, haben wir noch. Nur so schaust du auf an. Die 4. Stufe eigentlich auch mal wegpacken. Nee, komm, lass mal noch. Irgendwelche Magie oder Bogenschützen, gar nicht mal so doof. Ja, wenn wir sagen, wir machen so weiter mit dem Team. Es steht ein Sidequest-Kapitel mit Marfan, aber wie bereits erwähnt, erst noch ein paar Gespräche. Die müssen leider sein. Viel sind es nämlich nicht mehr. Noch 2 mit Hortensia und Kokage, dann mit Ivy, Vela den noch 2, also sind schon mal ein paar weg. Also wenn ich quasi 4 Gespräche noch habe, die 2 mit Fogad und 2 mit Vel, sind wir durch. Let's go!
私フォガート氏。お、ユナカか。いつにも増して元気だな。私めフォガート氏に習って人を信じるように努力してみたんです。そうしたら急にみんなが親切になって毎日が楽しくなってきたのですさ。なるほど、そういうことか。それは急にみんなが変わったんじゃなくて、もともとみんな親切だったんだよ。そうなのですか？ああ、ユナカが変わったからそう見えるようになったんだ。私めが変わった。これはすごい成長だよ。フォガート氏、私めは嬉しいですぞ。心の持ちようでこんなにも毎日が楽しくなるものなのですな。どうだい、今のユナカなら宴にも行けそうかな。それはまだちょっとだけ大勢人がいる場は怖いですぞ。人を信じるにしても多少は警戒心が出てしまう気がします。ですがフォガート氏と宴をするのはとっても楽しそうです。次は宴に参加できるようになるのを目標に努力したいと思いますぞ。私め毎日を楽しめるようにもっと変わってみせます。この調子ならきっとすぐに克服できちゃうと思うよ。それじゃあ目標の達成のために今日のところは食事でもしに行こうか。まずは人が少ないところからちょっとずつ試してみよおお、それはいいですな。いつの日か大規模の晩餐会や舞踏会にも行けるようになりたいですぞ。う。ああ、ユナカなら行けるようになるさ。ヤッピー、フォガート氏を信じこれからもついていきますぞ。Hauptsache, die haben Spaß, wa? あ、ねえねえ、もしよかったら。あれはフォガート王子？女性に話しかけているみたいだけど。あ、もしかしてあの人を口説こうとしているんじゃ。そんなこと同じ王族として許されないわよ。きちんと注意しないと。荷物を運ぶのを手伝ってあげてただけ？そうだよ、すごい怒ってるから何事かと思ったよ。ごめんなさい。本当に人助けをしていたなんて。治安を守るために街を見回りしてるって言ったでしょ。あれって本当のことだったのね。疑ったことを謝るわ。別にいいよ、褒められたくてやってるわけじゃないし。いいわ、そういうことなら私も付き合ってあげる。お茶に付き合ってくれるの？フォガート王子の人助けに付き合うの。あはは、そういうことか。わかった。じゃあ一緒に街を回ってもらおうかな。Entschuldigung. Ach ja, schöne Worte immer, wa? Junaka, Hortensia, genau, okay, das ist schon durch. Also ich habe ein bisschen was überlegt wegen dem Gespräch zwischen Vogar und Junaka. Oder genau, wegen Junaka schon wieder, wegen den Emblemen, wo ich dachte, völliger Blödsinn. So, macht nicht weiter, Freunde, weil wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ivy und Vale. Oh, das wird spannend. Viel Spaß. Ivy。ベイル王女、本当にごめんなさい。私のパパがあなたのお父さんを狂わせたこと。昔はとても優しかったのだと聞いているわ。物静かで民や家族を深く思う王だったと。あんなことがなければあなたは今もお父さんと一緒に。それ以上は言わないで。起きてしまったことが全てよ。そんなことがなければなんて考えても意味がないわ。そうかもしれないけど、私は。あなたの父の罪はあなたの罪ではない。謝罪する必要はないわ。それでは気が済まないの。お願い、
何か償わせて。意外と頑固なのね。なら次に会う時までに考えておくわ。あなたに償いとして何をしてもらうか。ありがとう。どんなことでも受け入れるわ。どんなことでもと言ったわね。後悔しても知らないんだから。Ich bin gerade ein bisschen Mühe, Freunde, mit den Knöpfen hier. Entschuldigung. Ich hatte gerade fast schon eine Minute lang gequatscht und dachte mir so, hey, wieso? Naja, egal. Ja, mein Keyboard spielt gerade ein bisschen in Shortcuts, aber egal. Nimmt aber noch auf, wa? Ja, nimmt auf, okay, gut. Was ich gerade sagen wollte mit dem Gespräch zwischen Ivy und Vale, ist natürlich, ja, verständlich, dass Vale sich bei allen entschuldigen will. Für ihre Taten, für die ihres Vaters und so. Aber ganz ehrlich, wenn du das schon 100.000 Mal gehört hast, dann denkst du auch so als Spieler, als Zuschauer von wegen, oh mein Gott, ist er gut jetzt? Andererseits, aus der Sicht von Will, ist nur zu verständlich. So, mal gucken, was Hortense dazu sagt. オルテンシア、私あなたと友達になりたいんだ。よかったら私とお話ししない？あなたと話すことなんて何もないわ。あなたのせいでお父様は死んだのよ。どうしてあなたと友達にならなくちゃいけないの？洗脳が解けて元に戻ったからって関係ない。あなたはお父様が死ぬ姿を見て笑ってた。あの姿が頭から離れないのよ。お願いだから私に近づかないで。どこかよそへ行ってちょうだい。私あの時のことを謝りたいと思って。イルシオンは邪竜を信仰している国よ。でもそれは間違いだった。あなたは好きになれないけど、その強さだけは羨ましいわ。私がもし邪竜に生まれていたら、その力でお父様を守ることができたはずだもの。邪竜に生まれていいことなんて何もないわ。生きてるだけで殺されかけるもの。私は人間に生まれたかった。そうすればこんなに悩むこともなかったのに。何よそれ、贅沢な悩みね。さようなら。あなたがよそへ行かないなら。Ist zwar ziemlich hart, brutal, aber endlich, auch wenn das auch hart klingt, endlich mal ein Gespräch, was irgendwie auch ein bisschen Sinn macht, nicht irgendwie so ist wegen, ja, jetzt bist du ein anderer Mensch und so, ich melde mich dann bei dir, wenn ich mal was brauche. Das ist mal eine normale menschliche Reaktion. Und gerade natürlich von Hortensia nur allzu verständlich. Hä? Dann noch ein Gespräch mit Vale? Wie das? Habt ihr alle durch? Habt doch alle durch, ich einmal durch, du. Und rennen sie. Die kleinen fleißigen Bienchen, die sie sind. Mit Somni. Ah, wenn Somni uns auch nur mal auf dem Schlachtfeld begleiten dürfte. Hä? Warte mal, das irgendwie fast verpasst. Ach so. Dachte schon. Okay. Ich habe noch gar nicht mit ihr so gequatscht. Lustig. So, Somni ist aber wieder da. Sehr schön. Wir gehen aber in die nächste Schlacht, Freunde. Ich würde sagen, ja. Eigentlich in zweitletzte Sidequest. Wenn man dem so sagen will. Obwohl ich ja eigentlich vorhabe, jetzt noch die eine Sidequest mit Marv zu erledigen. Und auch wieder mal ein Kapitel für die Hauptstory zu machen. So, einzige Gefäß haben wir jetzt auch durch. Marvs Ding muss irgendwo hier unten sein, wa? Genau, verehrtes Schloss ist das nicht Marv. Das Garn Erinnerung ist offenbar unsere Sidequest, das Emblem. Da gucken wir doch einfach mal.
Verehrtes Schloss. Ein Ort von großer Bedeutung für Emblem Marv und Schauplatz einer Prüfung für den Würmgott. Let's go. Der Heldenkönig. なんだか懐かしい景色だ。ここはアリティア城にとても似ているよ。アリティア城。マルスの世界にあったお城ですか？ああ、僕が生まれ育った場所だ。敵に奪われ、仲間たちと一緒に奪還したんだ。マルスは一度故郷を失ったんですね。相手は暗黒竜メディウス率いるドルーア帝国と、それに味方する同盟国だった。城が攻撃されて、僕は騎士たちに守られて脱出した。だけど中には命を落とした兵士も。まだ子供だったとはいえ、あの時は己の無力さを思い知ったよ。それからタリスの王女シーダや傭兵のオグマといった心強い仲間たちと出会って、祖国を取り戻したんだ。こう思うんだ。人は僕を英雄だと言うけれど、本当の英雄は僕を支えてくれたみんなの方だ。だから僕は僕を信じてくれる人のために戦いたい。彼らに希望をもたらしたいと願っているんだ。その気持ちわかる気がします。私にも仲間と一緒に見たい景色が、未来があります。そのために旅を続けてきたのですから。そうだね。戦いを経て君は強くなった。無力さを嘆いていたあの日の君はもういない。そして支えてくれるたくさんの仲間がいる。君の命は。私はここまでずっと生かされてきました。その思いがあるのなら、君はきっとこの試練を乗り越えられる。試練？僕と戦ってくれ。それが君に与えられた試練だ。見事僕に勝てば、僕たちの絆はさらに強くなる。わかりました。必ずあなたに勝ち、試練を乗り越えてみせます。Das Kapitel, auf das ich mich schon sehr lange gefreut habe, der Kampf gegen Marv. Ich meine, Marv ist der Inbegriff von Fire Emblem, wenn man so will. Vor allem natürlich auch uns sehr bekannt in der westlichen Welt, in der östlichen Welt vor allem natürlich auch Roy. Roy ja aus halt dem Vorgänger des eigentlichen Fire Emblems, was zu uns nach Europa kam. Sprich aus der Blazing Sword. Und ja, bei Roys Spiel war ja dann das letzte damals, was nicht nach Europa kam. Ich habe auch nicht, sonst nicht, das blieb glaube ich noch in Amerika, in Japan. Erst nachher kamen die Spiele dann auch in den restlichen Teil der Welt und ja, natürlich immer ein bisschen was Besonderes dann, vor allem gegen Marv. Ja, schon wenn man irgendwie auch ja, ihn und Warrior, vor allem natürlich jetzt auch ihn aus den ganzen Smash Bros. Teilen kennt. Mal gucken, wenn mal viele Gegner, wie es aussieht. Wir haben Truhen, wir sind hier sogar relativ in der Nähe. Okay, heißt für mich eigentlich relativ schnell nach vorne, weil sonst sie abhauen. Können die eigentlich abhauen hier? Blöd gefragt. Ja, hier, ne? Hier können sie abhauen. Ja, vermutlich hier auch, ne? Also er muss schon irgendwie gucken, dass sie oben irgendwie abfangen. Sollte mit unserem aktuellen Team kein Problem sein. Dann also gegen Marv. Ah, Shadow Dragons, altes Spiel, lange her. Shida kann man noch sehr gut erinnern. Die war doch irgendwie wie Chloe, nur gefühlt doppelt so mächtig. Die hat echt Power. Die gute alte. So, wie viele Truppen kann ich mitnehmen? 12, ja, war aber wieder mal vorhersehbar. Okay. Dann packe ich mal Louis Hector weg. Timmy Raik auch mal. Ich weiß, es ist irgendwie ein bisschen doof gerade. Ständig wegpacke. Ich könnte zwar wieder mal sie reinpacken, dafür vielleicht Alfred und Sigurd raus. Wohl das Bandlevel. Ich schon gerne noch ein bisschen trainieren. Boucheron Lune. Ja, wäre eine Option, weil Boucheron eigentlich schon Power genug kann ich vielleicht gerne noch irgendwie einen Defense hätte. Und natürlich irgendwie schon
die Power von Boucheron bis vermissen würde. Andererseits natürlich auch Louis Hector dann wiederum. Weil er eben noch ein bisschen mehr Power als Temira. Und ja, ich meine, so eine Wand, der trotzdem ja gut, wenn nur ein bisschen Speed hat, einfach mal ein bisschen agiler ist, das wäre auf der Map sicher nicht verkehrt. So, bei Level 17, das läuft hier langsam. Immer mehr, immer mehr. Jo, geht voran. Ja komm, wir machen's mal so. Dann die Position ändern. Den haben wir hier unten. Ein Buch, den ich abhauen will. Ich glaube, ich mache es sogar tatsächlich so, also mit Louis Hector und Alfred Sigurd nach unten lang gehe und da mal gucke. Weil da denke ich mir gerade, angenommen, die kommen hier entgegen. Könnte ja sein. Dann kann ich hier mit Louis Sigurd relativ schön seinen Special Move machen und durchrattern. Das macht doch Spaß. Dann habe ich hier oben den Rest davon. Ich glaube, das kann ich gar so belassen, weil auch wenn, ja, hier natürlich auch Truppen sind, aber die lasse ich jetzt einfach mal noch. Ich kümmere mich erst links drum, weil wir natürlich einen Truheninhalt haben, also gehen wir alle nach links. Vielleicht dann die Truppen noch ein bisschen nach vorne, aber noch ein bisschen was zur Abwehr natürlich. Wenn Citroën eher hinten ist, spielt das keine Rolle, die ist flink genug. Das vergart immer so langsam ist mit nur 6 Feldern, finde ich auch ein bisschen seltsam, okay. Wobei, sind ja fast alle fliegenden Einheiten hier, aber okay, nichts gesagt. Ne, komm, Citroën schon nach vorne. Hier auch, passt soweit. Passt, hat Luft, MLMar besiegen, machen wir. Aber mal ein typisches Kapitel, war. Im Gegensatz zu dem von Mikaia, wobei das mit Mikaia war ja sehr einfach. Nö, ganz sicher nicht mal auf. Na dann, let's go, Freunde. Das ist der stechende Blick. So. Also dadurch, drüber fliegen könnt ihr sowieso nicht, das war zu erwarten. Kurz ein bisschen einblenden. Wir haben hier noch Silberklingen-Fuzzi. Wir haben ein paar Silberklingen-Fuzzi. Das kommt mir eigentlich entgegen, wenn ich ehrlich sein darf. Ich habe das Gefühl, dass das Spiel leicht ruckelt, warum auch immer. Das ist eine frische Folge, warum soll die ruckeln? Donnerfaust. Ja gut, dann machen wir es nicht direkt ins Höschen, wenn ich ehrlich bin. Trotzdem gucken, dass möglichst alle Gegner ja platt kriegen. Auch wenn natürlich Mar vielleicht schon frühzeitig in die Schlacht ziehen sollte, muss man ein bisschen abfangen. Ja, gucke mal. Ansonsten hier Silber. Oh, ein Kriegerschwert. Vielleicht aufpassen. Wobei er doppelte nur oder sowas. Oh. Und Donnerschwert aufgepasst. Na gut, er hat ja auch einen Stein. Weckungsstein, der ist schon ein bisschen krasser drauf. Also einfach nur mal sagen, auf in die Schlacht. Bündnis? Nö, ist noch nicht nötig. Und Zeit zum Engagen. Beschwöre mir einen Helden, denn ich brauche ihn. Ja, dann nehmen wir nochmal rot, komm. Erscheine! Morph! Muss ich lachen. Ah, okay, ein Schwertmeister. Ich hab kein Glück, kein mit dem Leben plötzlich. War im letzten Kapitel auch schon so. Eine mächtige Stahlaxt, du. Die mal irgendwie in die Mitte schicken, damit. Ja, wobei, spielt gar keine Rolle, war. Na gut, komm. Erstmal hier hin oder hier. Wobei, dann kommt
falsche dahin. Also beziehungsweise bringt er gar nichts, weil er kann das Teil gar nicht aufnehmen, falls überhaupt etwas wäre. Du, 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 du. かわいい Ja, hier muss ich relativ schnell durchrattern tatsächlich. 華やかに Auch hier mit der Magie ein bisschen gucken. 頑張ります Bündnis Plus noch zu verfrüht. Mit euch gehe ich hier rechts durch. Oh mein Gott, hat das wirklich gesagt? Ja, ich hab's gesagt, ich gehe rechts durch. So. Gegnerstein Elixier, soll er doch. Trifft sogar noch die Sau. Hä? Ich hab nicht feige sein, ja? この身を捧げよう Ein Hoch auf die Kriegerlanze mit Crit. 僕が君を守ってみせる Ah, die Erfahrungspunkte. Oder besser gesagt, die vorhandenen Erfahrungspunkte vor allem. 3 plus 20. Das lese ich gerne. Louis de Wall. So, würde mal sagen, Freunde, wird Zeit zum Britzeln. エンブレムエンゲージ Hat jemand ein Gewitter bestellt? Treffsicheres Gewitter wäre vielleicht auch mal etwas. Ein gutes altes Weihwasser. So. Das ist mein eigener. Der kann hier schön wieder ein bisschen was anlocken. Dann kümmern sich die bereits mal um den nächsten hier oben. Einmal Bruch gewünscht. Kommt sofort. Movia Erika. Der wollte mit euch hier oben durch, aber wenn sie eh nur so ein paar Hampelmänner singen, dann muss ich eigentlich auch sparen. Geht auch lieber hier durch. Für eine flotte kleine Einheit, vielleicht auch Yunaka. Ja, hält ein bisschen was aus, muss ich zugeben. So, jetzt ist hier aber Feierabend. 軽いものだわ Ja, komm mal so einen Bogenfuzzi, den habe ich gar keinen Bock. Mal wie es mit Michael da kommen, warum eigentlich nicht? Machen wir so selten mittlerweile. 手を煩わせましたね Entschuldigung! Ich will bloß helfen. So, geht auch da durch. Dann geht ihr hier nach oben. Da wird man auch hoffentlich loben.
trifft auch noch, ey. Und trifft nichts. Okay, wird Zeit durchzubrettern, Freunde. Hier habe ich 2 Stück, das sollte eigentlich locker ausreichen. Die Mimesis. Mimesis oder Mimesis nicht? Was Durchlauf? Angriff und durch Gegner laufen. Ja, lauf mal durch. Da greifen noch ein paar viele an. Nicht schlecht, hey. Die haben schon ein bisschen was auf dem Kasten. Engage. Hauskombo. Ja, war klar, dass es erreichen wird. Fulgwangr. Kampftechnik, wütender Sturm. Oh, schade. Androzität. Besser. Mit der Bogenfertigkeit fertige ich meine Gegner ab. Oder auch nicht. Jetzt los. Citrin und Sowen. Okay, kann ich den Typen schon mal komplett killen, das ist schon mal gut. Gegner killen ist immer gut. Magiefertigkeit von einer Magierin natürlich nicht allzu schlecht. So, die Combo. Teleport Ragnar. Dann kommen wir zwar bis dahin, aber haben wir ein bisschen Echos, steht also Valencia. Dann machen wir es auch nicht. Sag mal. Falsche Gegnertruppe. Finde ich eben auch. Dem Windschwert wird ein Bruch verursacht. Die Gegner in Marvs Quest sind irgendwie wesentlich stärker als noch die ich in Mikayas Quest in Erinnerung hatte. Irgendwie lustig. Irgendwie auch ein bisschen schräg, aber irgendwie auch lustig. So,
Mit einem Schnitter kann ich schnitteln. Ja, stimmt, ich kann aber auch ein Bündnis machen. Mit Boileth. Tanzgöttin wäre auch eine Variante, aber ich will lieber erst ein bisschen angreifen. Adreba. Oder ich mache Vaya Rouge. Gott sei Dank ehrlich, wenn ich schon mal dabei bin. Ah, verdammt, ich komme nicht bis ganz nach hinten. Mit einer fliegenden Einheit dachte ich gerade, Moment, komm mal noch zurück, da muss ich nochmal angreifen. Da ist doof. Wie sehen wieder die Truppen aus, ey? Dann verbindet eine weitere Aktion, keine Bewegung. Von hier aus keine Bewegung ist natürlich ein bisschen doof. Ja, vor allem natürlich wegen der Haus-Kombo. Hier hingegen. Sieht schon besser aus. Aber wie es eben schon hieß, keine Bewegung. Das gilt leider weiterhin. Gut. Oder schlecht in der Sichtweise natürlich. Trotzdem hier was machen mit Beilef in der Kombi, weil ich dachte mir gerade, schon gerne irgendwie den Typen da oben ein bisschen kitzeln. Den Kitzeln meine ich eigentlich gerne auslöschen. Was ein fucking Bogenschütze ist. Kombi klappt es natürlich, und dann abhauen. Das wäre eine Option. Und den besiegen nach dem Feld weiter oben. Könnte man auch machen. Wie viel könnte ich jetzt eigentlich danach nutzen? Ne? Euch beide. Hier mit dem Bündnis würde natürlich auch gehen. Hatten wir gerade schon. Ja, muss natürlich treffen. Das wäre ganz praktisch. Ja, aber jetzt habe ich einen Angriff. Das ist irgendwie auch nicht ganz so geil. Aber den auslöschen wäre schon mal eine Idee. Magie plus 4, ja, natürlich jetzt da dann einen Bogenschützen, zu dem komme ich aber gleich. Was spricht dem hier hinten? Am besten mache ich so mit Chloe Leaf. Leaf den Leaf, dann, ich sehe gerade, der oh oh. Das war ja extra Power. Flammender Löwe bringt das nichts, also wenn ich ihn killen will, muss ich es richtig machen. Binding Blade wäre natürlich auch futsch. Also wenn es eine Energieleistung, nehmen wir mal. Ja, dieses Blade bindet. Ich war mal hier, weil jetzt komme ich zu der Aktion. Warte mal. Ich habe nichts, um ihn direkt zu killen, außer mit der Meißellanze oder eben ich will wieder engagen. Aber komm, Meißellanze 47%, das könnte klappen. Aber wie es halt immer so ist, es muss nicht klappen, wa? Der Vielfach-Treffer dafür, der klappt. Krass, meine Special Moves alle jetzt verraten muss, ey. Aber gut, die haben noch zwei weiter unten stehen, weil man dachte, ja komm mit 10 klappt's auch, ja. So viel dazu. Da muss ich ganz
hat eine fucking Reichweite, hey. So. Den nochmal schön brechen, wa? 4. Stufe, noch bringt es leider nicht sehr viel. Kriegerschwert so wenig? Was ist los? Vielleicht der letzte Engage mit Lucina? Könnte sein. Immer schwächer alles. Heilige Scheiße. Aber immer eine gewisse Crit-Chance. Es könnte klappen. Könnte aber auch gar nichts passieren. Das Problem dabei ist, Leute, ich habe hier Ivy in Flug-Trefferreichweite quasi. Dann muss ich jemanden von denen hier opfern, um den klein zu kriegen, habe aber Probleme mit dem hier oben. Weil der greift so oder so an. Sprich, ich bin so oder so am Arsch. Aber jemand, der genug Power hätte, um den Typen da oben wegzukillen. Movia. Am liebsten eigentlich hier unten. Dass man ihn hier bewege. Fogado Claude, 40 Power. Magisch eigentlich 41. Er ist eigentlich schon besser, wa? Mit magischer Power nochmal angreifen. Problem ist, der Speed, der ist nicht schnell genug, um zu doppeln. Fogado hingegen schon. Aber wenn ich so mache, können natürlich direkt alle 3 angreifen, ne? Also insofern. Das ist auch nicht zu verachten, diese Fähigkeit. Elfenwind. Okay, greifen wir zuerst an, sehr schön. Aber komm, wenn ich schon mal dabei bin. Bündnis Engage. Ich will eh den Wärme mit Mikael ein bisschen hochschrauben. Großopfer. Nee, das Opfer, das sparen wir uns später auf. Der Glanz. Nosferatu. Das Problem ist, sie greift zu, er kontert dazwischen. Das finde ich nicht so geil, da mache ich Glanz, komm. Ich habe den Dämonenschutz von Vel. Ja, Vehemenz macht durchaus was aus. Vehement mit der Vehemenz. So. Wir uns mal um dich hier oben, wa? Kumpel. Hauskombo, ne? Hast du Bock? Okay, ja, keinen Bock. Dann hier mit Adrebar. Ja, müssen aber dummerweise der Koopschlag treffen. Ja, komm. Okay. Ich verstehe zwar nicht, was er sagt, aber ich stimme ihm zu. Okidoki, dann wähle Veronica, Citrin, Soren. So viel Auswahl, so wenig Zeit. Angriff. Ich gebe dir nun eine Gnade, du. Mit Obskurität, oh weh. Ich mein Level Up, das ist ein richtiges OW. So. Gewitter! Level 20, das Maximum für Citrin. Ich kann es natürlich wieder zurückstufen, weil man es weiter trainieren kann. So. Wäre ich soweit durch, Freunde? Fehlt noch jemand? Ah, hier unten war.
Wie weit der hier einfach marschieren kann. Es ist richtig pervers. Aber so richtig. Also richtig, richtig. Das immerhin hinzustellen. Gut, da kann sowieso nur einer angreifen. Also insofern. Oder auch nicht. Silbergroß, sagst du? Ja, nicht schlecht. So, am besten zu gehobenen Weg versperren, wa? Ist ja gar nicht mal so doof. Welcher von unseren Truppen hätte denn relativ viel Verteidigung? Und wäre auch noch Movia. Relativ schnell würde ich gerade sagen, wenn er gedoppelt wird. Ja, da haben wir eine große Doppelungsgefahr. Ich muss ja fast Focado einsetzen. Juna Kabailev wäre auch eine Variante. Wäre mal eine Idee für die Haus-Kombo. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, wie ich das denn hinkriege. Schwert des Schöpfers. Also wieder so ein krasser Dude, wa? Ja, warum eigentlich? Komm. Die Gegner hier stehen auf der Schwert des Schöpfers. Der überlebt das sogar. Junge, ist der krass. Ah, hey, hi, ho, hu. So. Ich würde sagen, das war's mal. Ich kann ihn durchaus mal hier abstellen. Ich habe noch einen Zug mal mit ihm, dank Hauskommen Plus. Dann würde ich sagen, Freunde, beende auch schon mal die Folge für heute. Nächster Part dann, ja, werden wir mit denen weiter nach hinten marschieren, was gar nicht nötig war. Schade eigentlich. Sicher mal gucken, dass ich den wegkriege, den wegkriege, den wegkriege. Am besten ohne Fugado und Claude, weil dann kann ich ihn nachher hinstellen und kann die hier abfangen. Man kommt da eh keiner mehr raus. Kann man die schön so, ja, vorknöpfen. Den vielleicht sogar am besten hier war. Was vielleicht sogar, um den direkt mal wegzuklatschen, zumindest mal ein Ding von ihm, ja, wenn jetzt allzu schlecht. Und damit den hier oben den Rest zu managen. Wenn ich überhaupt hinkomme. Gut, Zitronensorgen kommen fast überall hin, das wird nicht so das Problem sein. Also natürlich euch den hier nicht weggeparkt, war. Da können wir jetzt vielleicht zum Verhängnis werden, wir werden sehen. Da glaube ich sogar ziemlich sicher, war. Wir werden sehen, vor allem nächste Part hier zurück bei Final Engage und dann, ja, wenn wir hier hinten alles geklärt haben, die werden alle Truppen hier versammeln und dann gemeinsam hier rüber marschieren. Natürlich nicht, vielleicht kommt Mar von selbst sogar, auch schon mal gemacht hat. Was da doof wäre, wenn wir gerne hier die Kohle holen. Man kann die Truppe dann zwei Dinge aufteilen, eine die schnell hier hinfliegt quasi, also die schnellen Truppen, mobilen, hinfliegt oder hinreitet, wie auch immer, um die Typen mit der Kohle noch Platz zu machen. Die anderen kümmern sich um Marv. Wäre eine Idee. Wir werden sehen. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.